Also, Alter, da schau mal her. Wie schön, dass die Blumen heuer wieder sind. Ich habe jetzt keine Zeit mit den Blumen. Die jetzt meinen Kaffee ist, dann muss ich aufpassen, dass ich meinen Goschen finde. Ne? Also, so klein ist dein Goschen auch wieder nicht, dass du das nicht im Dunkeln findest. Was? Willst du damit sagen, dass ich ein großes Maul hab? Nein, ist schon gut. Also das nein. weiß man schon. In den 40 Jahren, wo wir verheiratet sind, hast du mir immer schon gefallen, gell? Und warum? Weil er meiner männlichen Schönheit der Zahn der Zeit noch nicht genacht hat, so sagt er. Also eingebildet bist du gar nicht, gell? Aber bitte, wenn's dir gefällt. Ja, tu doch nicht so. Ja, wenn's dir eine Freude macht, dann Hütchen. Ja. Mei, also die Blumen sind heuer wieder schön. Herrschaft, jetzt lass mir in Ruhe mit deinen blöden Blumen. Barbara! Ja, grüß dich! Stanzi, ja, grüß dich. Du bist schon so früh unterwegs? Ja, ich war ja schon beim Einkaufen. Du, sag mal, weißt du eigentlich schon das Neueste? Keine Ahnung. Pass auf, ich komm rein, da kann man besser reden, gell? Ja. Da bin ich neugierig, was diese tolle Frau schon wieder zum Ausrichten hat. So, Derlein, jetzt bin ich schon da, gell? Ah, da ist ja der Kalterer, ist auch schon da. Grüß dich, gut, Kalterer. Geht's dir gut? Aber natürlich geht's dir gut. Warum soll es dir nicht gut gehen? Lass dir schmecken, schmeckst du freilich. Was hast du denn da? Lass mal. Lass dich ruhig schmecken, gell? Ja. So, also, was ich sagen wollte. Vergiss es ja nicht. Na, das habe ich noch nie vergessen. Du stell dir vor, Barbara. Die Reisbergerin hat einen Burm gekriegt. Ja, und das ist doch kein Geheimnis. Du, der ist ja monatelang schon damit rumgelaufen, oder? Ja, natürlich. Aber der Bur hat rote Haar am Kopf. Ja, was soll er denn sonst haben? Kalterer. Jetzt pass auf. Die Reisbergerin hat keine roten Haare. Ja. Der Reisberger hat auch keine roten Haare. Ja, die Reisbergerin hat blonde Haare, Ja. der Reisberger hat schwarze Haare, Ja. der Bur hat jetzt rote Haare. Jetzt können sie ein Farbengeschäft aufmachen. Was Blödsinniges. Überleg doch, wenn schon die Reisbergerin keine roten Haare nicht hat Ja. und der Reisberger keine roten Haare nicht Ja. hat, aber der Bur jetzt rote Haare, woher hat der Bur die roten Haare? Haha, Ja. ich weiß es, ich Ja. sag es dir. Ja. Der Ziegelbrenner, der Nachbar, hat rote Haare. Ja, sag einmal, willst du damit sagen, dass der Ziegelbrenner der Einzige ist, der das Recht hat, in unserem Dorf rote Haare zu haben? Ha? Nein, natürlich nicht, aber Was? die Reisbergerin und der Ziegelbrenner, die sind recht gut befreundet. Ach, hör doch auf. Na, jetzt hörst aber auf, gell? Der Reisberger hat seine Frau sehr, sehr gerne. Ach, geh, von wegen gern. Wenn's hinausgeht, dann springen die Mannsbrüder alle auf Zeiten. Da, schau her. Sprichst du aus Erfahrung? Ich? Ja. Aber nein, da hat's bei meinem Mann überhaupt gar keine Gefahr. Das heißt, letzte Woche habe ich eine Angestellte entlassen müssen, weil er sie mit mir im Dunkeln verwechselt hat. Da, schau her. Du, das sucht man gar nicht hinter ihm, gell? Er schaut immer so harmlos aus. Harmlos, gell? Hör mir doch auf bei den Mannsbrüder. Wenn's geht, dann rennen es hinter jeder Schürzen nach. Also du, wir sind jetzt schon 40 Jahre verheiratet. Aber ich habe noch nie bemerkt, dass mein Alter an der Schürzen nachgelaufen war, gell? Ich mag keine Schürzen. Tja, mei, vielleicht ist dein Mann schon aus dem Alter heraus, gell? Wo er doch schon bald auf die 100 zugeht. Schauen, gell? Ah, du meinst, ich habe auf die anderen Frauen keine Wirkung mehr? Na, das dir aber da ist, aber ich rede nicht drüber, ne? Ah, da schon her. Da musst du gleich direkt aufpassen, Barbara, dass dein Mann keine Dummheiten mehr Ich macht. mache keine Dummheit, wenn ich was mache, mache ich das mit Hand und Fuß. Ja. Sogar mein Bub hat Hand und Fuß. Ja, und aber ein sauberer Bursch ist das geworden.
Ein sehr sauberer Ja, Bursch. ja. Aber du hast jetzt ein Glück gehabt, dass er das nicht gehört hat. Warum denn? Sonst hat er sich am Ende noch was einbilden, Aber- gell? Okay. Einbilden, die Mannsbilder sind doch alle miteinander eingebildet. Und wenn du es genauer anschaust, dann siehst du, dass die Einbildung vollkommen umsonst ist. Dann hättest du aber deinen Alten schon länger anschauen müssen. Mein Alter ist schon recht, so wie er ist, ja? Ich glaube schon, weil du recht genügsam bist. Ne? Sagt mal, müssen wir immer streiten? Wir streiten nicht, was ich lieb, das neckt sich. Gell, Stanzi? Ja, du hast recht. So ist So, es. aber für mich wird es jetzt wirklich Zeit, dass ich wieder heimgehe. Ja, Was? ich habe noch so viel Arbeit. Aber wenn es mir ausgeht, komme ich heute Nachmittag extra noch mal springen vorbei, gell? Was, schon wieder? Da ist er her. Na ja, gut. Ich habe gewusst, dass du wieder kommst. Das hört sich gerade so, als wenn du Sehnsucht nach mir hättest. Immer Sinn nach einer schönen Frau, besonders wenn sie so viele Neuigkeiten weiß wie du. Ja. Na siehst du, Stanzi, jetzt macht er da wieder Komplimente. Wenn er dich nicht so gut kennt, hat du, ich müsste direkt eifersüchtig werden. Ja. Geht super, aber da hat's doch keine Ursache. So was wie den habe ich doch schon daheim. Da müsste schon was Junges kommen, was Fesches, was Lebendiges. Nicht sowas. Naja, also für mich wird es jetzt wirklich Zeit, dass ich wieder gehe, gell? Aber am Nachmittag komme ich, wie gesagt, noch mal vorbei. Du musst da nicht alles sagen. Jetzt frisst man dir meine letzte Nudel weg, ha? Lass doch. Was? Du kennst das doch, du weißt doch, wie es ist. Ja, ja. Du, aber wenn er die so genau anschaut, Ja. sie hat recht. Was hat recht? Also so schön bist du auch wirklich nicht mehr. Dass man Wunder meinen möchte, dass du, was du noch für eine Eroberung machst. Du nicht so gleichgültig daherreden. Deine Gleichgültigkeit treibt mich der Untreue direkt in die Arme. Jetzt, wenn du mir vor 20 Jahren gesagt hast, Ja? hätte ich mir Gedanken gemacht drüber. Ja? Aber heute. Aha, du dich auch nicht täuschen. Er hat vor 2 Tagen ein 18-jähriges Mädel zu mir gesagt, hat mich gefragt, ob ich mit ihr schlafen täte. Ne? Ja und, warum hast du es nicht getan? Ich war nicht müde. Also mich machst du nicht eifersüchtig, gell? Der Krug geht so lang zum Henkel, bis der Brunnen bricht. Ja. Das ist ähnlich, ne? Ja. Weißt du, was mich am meisten freut? Was denn? Dass ich gestern meinen Kinnbart wegschneiden hab lassen. Ne? Jetzt sage ich wenigstens, das schaut mir viel besser aus. Immer der Kaffee, verdrückt, hängt und alles Mögliche. Ne? Jetzt, Aber mir hat der Kimbach gefallen. die, aber mir gefällt er nicht mehr. 40 Jahre hast du den Kimbach Ja, gehabt. 40 Jahre, mein, sag ich halt nicht mehr. Ne? Ja, also du, dann von mir aus schneidet er halt alles weg. Alles? Na, vielleicht brauchen wir es noch einmal. Ne? Sag mal, möchtest du jetzt nicht einmal mit deinem Blödsinn aufhören? Ja, wahr. Du narrischer Teufel, du narrischer. Grüß euch. Grüß dich gut, Schwiegertöchter. Stellt euch einmal vor, mein Mann, der Lenzl, ist immer noch nicht da. Ja und? Nur die ganze Nacht war er nicht daheim. Ja. Und kannst du es nicht mehr erwarten, bis er kommt? Ha? Na mei, ich mach mir halt Sorgen. Ja, da hörst du es. Die zittert um ihren Mann, ne? Naja. Das hast du noch nie gemacht. Warum soll ich zittern? Du bist ja da, ha? Du hast auch nicht gezittert, wenn ich nicht da war. Also ich mag das gar nicht, wenn der Lenzl allein in die Stadt reinfährt und dass er dann auch noch über Nacht wegbleiben muss. Du lass dir das ja nicht anmerken, dass du dir Sorgen machst, gell? Ja, das sag ich dir gleich. Weil sonst nehmen sie die Mannsbilder alles raus, gell? Du brauchst dir gar keine weiblichen Kniffe sagen, ne? Die kommt von selber drauf, ne? Mischst du dich nicht in Sachen, wo du nichts verstehst. Na, da wirst du taschen. Weißt Mama, ich denk mir immer, der Lenzl ist ja so ein fescher Mann. Und wenn er dann allein in der Stadt ist, dann... Weißt du, was ich mein? Freilich, was ist, was du meinst. Aber du, wenn der Lenz deinen Vater nachgrat, dann kann gar nichts passieren. Hallo, mal, warte mal. Was soll denn das heißen, wenn er mir nachgrat? Wenn er dir nachgrat, warum ist er dann anders, ha? Du, von mir ist gar nicht die Rede.
Aber der Lenz ist ein Mann. Ja. Und wenn er als Mann dir noch grad, du machst nicht schlecht. So brav ist der Papa. Ja, sehr brav. Ja. Fast zu brav. Du musst mir gerade was einfallen lassen. Ja. Also sowas darf ich nie glauben, dass mein Lorenz was Verkehrtes macht. Der macht keine Dummheiten. No, Papa, über so viel Vertrauen kannst du aber stolz sein. Du weißt nicht, was heißt stolz? Man könnte sich direkt ärgern, wenn man die Männlichkeit als herabgesetzt wird. Ne? Tu nicht aufpassen, horch nicht auf deine Schwiegermutter. Ne? Na komm, geh weiter, geh mal am Balkon auf und hilf mir Blumen gießen. Dann sieht es ja schon von der Weiten, wenn der Lenz kommt. Ja, du, das ist eine gute. Also froh bin ich, dass ich meinen Kinnbart wegschneiden hab lassen. Ist niemand daheim? Was? Hallo. Ja, der Birnstiegel, grüß dich. Hast nicht der Stempel Schnaps für mich? Mir ist gar nicht wohl im Magen. Ja, mir auch nicht, komm rein zu mir. Ein Schnapsel. Der Gemeindeschreiber Birnstiegel. So, jetzt. Ich schon, dass ich sitze zwar schon den ganzen Tag in der Gemeindekanzlei, trotzdem bin ich immer so müde und so schläfrig. Schau, was machst denn du bei der Nacht, wenn du am Tag so müde bist? Ne? Ich glaube, das liegt an meiner schläfrigen Arbeit, ich glaube, das liegt an meiner sitzenden Arbeit, dass ich immer so schläfrig bin. Ja, gut. Lass den Spitze, komm da wieder, gell? Da kommt man sich ja vor wie im Paradies. Ein Schnapsel und die Alte nicht dabei. Ja, na, ist alles in Ordnung? Jetzt sieh ich's erst. Sagst du? Was hast du denn? Ach so, mit meinem Bart? Hab mir wegschneiden lassen. Schaust aus wie unser Herr Pfarrer. Der Fahrer, geh wo? Seitdem meine Gesichtszüge kommen besser zum Vorschein. Mein sinnlicher Mund, weil der Bart weg ist, was? Und deine Zahnlukerer. Das mag ich vielleicht auch nicht mit deine blöde Lächter da, ne? Ja, anders gehen wir, sonst kriegst du nicht mehr den Schnaps. Okay, jetzt hat er nicht so ekel. Warum bist du so? Bist du sonst auch nicht so? Aber heute habe ich eine Stinkwut in mir, ne? Warum wer hat dich denn so bäs gemacht? Meine Alte. Ja. Wenn ein Mannsbild bäs wird, sind immer die Weiberleute schuld. Ja. Ist vielleicht auch recht eifersüchtig wie die meine. Ja, ganz im Gegenteil, sie traut mir nichts mehr zu. Was? Ja, sie meint, ich habe keine Wirkung mehr auf andere Frauen, ne? Das verstehe ich jetzt. Ja, ich bräuchte aus meiner Vergangenheit einen dunklen Punkt, damit ich bei meiner Alten so richtig auftrumpfen könnte. So, ja, das ist doch ganz einfach. Ja. Da sagst du einfach, dass... Sagst einfach, Ja, dass... das habe ich schon oft gesagt, das da und da und da und da. Das glaubt's mir nicht mehr, sie will einen Beweis haben, ne? So, Beweis. Ja, du nimmst einfach eine dicke Brieftasche nicht und fährst in die Stadt rein. Ja. Für ein Geld findest du schon so ein Frauenzimmer, die dir einen tatkräftigen Beweis liefert. Die lässt sich sogar mit dir in einer verfänglichen Situation Na, fotografieren. Birnstingel, ich will ja wirklich in Wirklichkeit was anstellen, nur zum Auftrumpfen für meine Alte, ne? Ja. Nein, das weiß ich jetzt auch nicht, was mache ich Ja, denn da, weißt denn du nichts, du bist der Gemeindeschreiber, du kannst mir doch helfen, musst du nicht umsonst machen. Du kriegst von mir 100 Mark, gell? Nein. Deswegen brauchst du nicht weinen, oder? Nein, gar nicht. 100 Mark? Ja. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, so ist es. Wie wär's denn, wenn der Alte einen Liebesbrief bei dir finden hat? Liebesbrief? Soll man vielleicht selber einen Liebesbrief schreiben, das geht ja nicht, die kennt doch meine Handschrift, Also ne? nicht selber, muss nicht jemand anderer den Liebesbrief? Nein, eine dritte Person will ich nicht gern einweihen, ne? Dann weiß ich es auch nicht. Ja, Das was? kann. Was? Nein, das ist auch nichts. Auch nichts. Also komm, ich denk nach, 100 Mark Ja, ich vergessen. denke ja immer an die 100 Mark, darum fällt mir auch nichts ein. Was? Ja, bitte. Wie wär's, wenn der Alte so ein Foto findet bei dir mit einer verfänglichen Widmung hinten drauf? Ein Foto. Jawohl, das wäre es. Meine Alte muss ein Foto finden. Oh, aber wo soll ich denn das finden? Ganz einfach, nimmst die Brieftasche, Ja. ne? Du hast das Beutel rein, machst die Brieftasche zu, das Brieftasche oder das Kopfkissen nicht, du hast die Hand wieder raus. Am anderen Tag, wenn die Alte die Betten macht, tut sie das Kopfkissen ab, zieht die Brieftasche, macht die Brieftasche raus, tut das Beutel raus und dann hat sie es.
Und ich mir Foto her. Wir haben ja viele Fotos daheim, aber die Fotos kennt ja meine Frau alle, ne? Lauter kreisliche Weiber. Meine Alte, ihre Schwester, ihre Mutter, ihre Tante, lauter. Ah! Ja. Was hast du denn? Ja, ich hab was. Was hast du denn? Ja, da wirst du schauen. Was denn? Da wirst du schauen. Vielleicht bloß sagen, dass du ein Foto hast. Ja. Was? Ja, das sehen. Ja. Ja. Oh, ist das ein sauberes Madel? Und mit der hab ich was gehabt? Ja. Ja? Wo hast denn du das Foto her? Ja, weil letzte Woche mit Bürgermeister in der Stadt drin war, Ja. dann sind wir am Nachmittag ins Brauhaus gegangen. Ja. Und da hat er Musik gespielt. Sie hat gejodelt. Sie hat gejodelt. Blonal heißt. Blonel. Und die jodeln dort, dass der gleich das Herz aufgeht. Naja, wenn sonst nichts aufgeht, ist ja recht. Dann haben sie Bilder verkauft, dann habe ich eins gekauft. Ich bin froh, dass du so ein Bild gekauft hast. Mein, das mit meiner Alte sieht man. Das Ding, aber da müsste ja was draufstehen, ne? Das mache ich für dich. Ja. Das mit veränderter Handschrift Ja, und warte, dann ich hol dir was zum Schreiben. zum Schreiben. Da, aus dem Kugelschreiber. Ja. Ne? So, da. Jetzt, Wir müssen jetzt irgendwas Verfängliches, Was was Verfängliches? alles sagt und nichts verraten. alles verraten und nichts versagt. Nein, alles sagt und nichts Nee, verraten. ach so, ja, gut, also dann. Überschrift. Lieber Lorenz, ich denke an dich. Du denkst an mich, wir denken an uns und weil wir uns denken. Jetzt hör doch auf. Das ist ja die reinste Gedenkschrift. Nein, das muss schon ein bisschen schärfer sein. Da muss man merken, dass die ganz scharf ist auf dich. Ja. Ja, der Alte, wenn das liest, der muss gleich das Wasser im Mund zusammenlaufen. Hoffentlich, das sauft's mir nicht. Meinem süßen Ja. Bubi-Bulli. Nee, ich bin doch kein Bubibulle. Weil du bist der Bubi-Bulli, das Ja. weißt du bloß noch nicht. Also, Ja. so sagen die Weiberleute Ah, die heutzutage. sagen schon. Ja, Zuschauen kann. Jetzt hör auf, wenn man da braucht Überschrift. Ach so, Kann ja, er nicht gut, zu gut. singen. Zur Erinnerung an besondere Leistungen. Ne? Das muss schon ein bisschen feiner sein. Feiner. Zur Erinnerung Jetzt haben wir's. an Verschiedenes. Das geht auch. Ja, an Verschiedenes. Ich sehne mich nach deinen starken Armen. Aha, nicht nach den Reichen, sondern nach den Armen. Ein Schnuckiputzi, Schneckeweibe, Mausi, Katzi, Schwanzi. Meinst du nicht, dass das Schwanzerl ein bisschen zu lang ist? Nein, das ist schon recht. Das schaut doch gut aus. Ja, das schaut ganz gut aus. Ja. Das kommt jetzt in meine Brieftasche hinein. So, oder? Also, Brieftasche auf, Foto hinein, Brieftasche zu, Brieftasche auf, Brieftasche auf. 100 Mark raus. Wenn du mal wieder ein Rad brauchst, ich helfe dir gern. Ja gut, übrigens, also morgen früh, wenn meine Alte die Betten macht, habe ich das Brieftaschel unter mein Kopfkissen versteckt und dann findet sie es und Ja. dann, meine Alte hat die Betten noch gar nicht gemacht, weil die heute früh gleich fort ist. Warte ein bisschen, warte ein bisschen. Na, danke, ich bin gleich wieder da. Das ist ein Tag heute. So schnell möchte man immer 100 Mark verdienen, ohne dass die Alte was merkt. Der Schwindel ist im Gange. Und ich glaube, meine alte Sieger, weil ich diesmal ein paar Mal in der Stadt drin war. Ne? Ja. Jetzt bräuchte ich halt da vorne noch ein paar schöne Locken. Mate. Das ist kein Problem. Die können wir schon locken, aber ob's Was? kommen. Was denn? Put. Ja, du bist doch noch voll Pläne, wie ich gemeint habe. Du brauchst doch nicht locken, das, nicht herauslocken, zu Haarlocken brauchst Ach so, die kannst du selber machen. Wer denn? Da hat der Alte keine so eine Brennschere daheim. Ja, der Brinche, natürlich. Ja, Brinche. Das ist ja jeden Tag in der Früh, dass sie sich die Haare dran. Ne? Ja. Ja, das ist jetzt noch was. Hey, Alte. Na, die Brennschere. Ja. Also dann brennt er mal, dann mach. Dann probier ich einmal, dann gell? probier's. Hab ich gleich wieder noch. Warte. Bin schon neugierig auf den Lockenkopferl. Mach.
Na, was ist denn? Ja, schon was Blödes haben wir Schirm verbringt, ne? So was, Auto. Was sag ich jetzt meiner Alten, wo ich die Brandflecken her hab? Sagst du, dass du das Hirn am Saustalltierl angehauen hast? Ja, da muss aber gescheit hinsehen. Hast du nicht irgend so einen Eautikologen? Nein, hab ich nicht. Das darf ein bisschen kühlen. Ja, das war... Das kann er da bringen. Meine Alte hat so große Flaschen daheim. Schon? Ja, die hat sie in der Tombola gewonnen. Ja. Da tue ich dann von der großen Flasche ein bisschen was in die kleine Flaschen rein. Nicht wahr? ja. Und dann bringen wir das. Das riecht, Wunderbar. riecht nach Veilchen. Das war Veilchen, ist gut, Das ja. passt gut zu dem Schwindel, den wir vorhaben. Jetzt habe ich noch gar kein Verhältnis gehabt und hab schon Brandflecken am Hirn. Was? Oh Gott, das will mein Schwiegertochter, meine Alte, ist auch dabei. Derweil gehen wir hinten aus, gehen wir beim Bachwirt vorbei und kaufen uns noch mal. Ja, so ist bei der Maß. Freilich, du gehst erst nach Hause und holst mir das Duftwasser. Ja, das gell? ja, ist gut. Jetzt geh weiter. Saus ich gleich mal, gell? So, na? Hast vielleicht Sehnsucht gehabt nach mir? Und wir. Besonders in der Nacht war mir so langweilig. Aha. Und hast Angst gehabt? Na, Angst nicht direkt. Aber weißt du, wenn du da bist und ich habe einen schlechten Traum, na, dann kann ich mich zu dir hinkuscheln und schwuppdiwupp ist der schlechte Traum weg. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, wenn du dich so an mich tragst, ne? Spürst mich und ich spür dich, gell? Ja. Wenn wir heute auf Nacht ein bisschen fester zusammenrücken. Ja, du sag einmal, Lenz, wenn du schon unbedingt in die Stadt reinfahren musst, warum musst du denn eigentlich immer über Nacht wegbleiben? Oder nimmst mich mal mit? Na, da habe ich doch geschäftlich zu tun. Da habe ich gar keine Zeit für dich, weißt? Naja, da darf es ja vielleicht langweilig werden und du kommst mir auf dumme Gedanken. Kommst du nie auf dumme Gedanken? Ich? Na, wenn man so ein liebes Weiberl daheim hat, dann kann man gar nicht solche Gedanken kommen, gell? Wirklich? Ja. Weißt du, ich bin ja überhaupt nicht eifersüchtig. Na. Aber wenn ich mal was merk, die Augen kratze ich der Person aus. Oh, du kannst aber Augen machen direkt zum Fürchten. Ja, du was anderes. Wer war denn eigentlich das gespassige Mannsbild, das mit dir mitgefahren ist? Ah, das war der Kasimir, ein Bekannter von mir. Ach so. Schüssel heißt er. Was Schüssel? Ja. Wir haben uns zufällig in der Stadt getroffen, da haben wir ihn noch mit rausgenommen. Ach, so ist das. Mal, du hast bestimmt einen Hunger. Ich mach dir gleich was, gell? Na, ich halte schon aus bis zum Mittagessen. Du, Lenzel, sag einmal, kratzt du eigentlich deinen Papa noch? Wie meinst du denn das? Naja, ich mein, ob du deinen Papa noch kratzt, in allem, so wie er ist. Ja, ich denke schon, sicher. Wirklich? Ach, dann bin ich aber froh. Weißt, die Mama hat gesagt, wenn du am Papa noch kratzt, dann brauche ich keine Angst haben. Du schaust bestimmt keine andere Frau an. Ja, das sowieso nicht, Lena. Aber eins musst du merken. Was denn? Jetzt pass auf. Eifersüchtig darfst du nicht sein, weil Eifersucht bringt nur Unglück in die Ehe. Dann wird man gegenseitig misstrauisch, dann hat man kein Vertrauen mehr und schon ist aus. Ich bin ja gar nicht eifersüchtig. Nicht? Dann ist gut. Na, ich hab ganz, ganz großes Vertrauen zu dir. Was machst du denn in der Stadt, wenn du allein bist? Ich meine jetzt in der Nacht. Ja, aber was werde ich machen, ne? Ja, was? Schlafen? Wo? Im Bett. So. Ja, und dann? Und dann träume ich von dir, ne? Ja, und dann? Und dann schlafe ich umso leichter. Ach, meist ist schön. Was träumst denn von mir? Ja, dass du bei mir bist und Ja, was? dass... Solche Sachen träumst du, wenn du allein bist. Ja. Das ist ja gefährlich. Nein, so gefährlich ist es nicht, da schlafe ich ja, ne? Du, aber wenn es mir heute Nacht wieder sowas dran dann... Dann hörst du gleich auf. Dann wird mir gleich ganz anders. Und dann? Und dann? Dann dauert es mir viel zu lang, bis es auf die Nacht wird. Ich konnte jetzt zerdrucken vor lauter Liebe. Hörst du gleich auf? Was darfst du denn mit mir anfangen als Zerdruckte? Ja, jetzt hast du wieder recht, weil so wie es mir bist, ist mir natürlich lieber, ne? Gell? Da bist du. Ja, Du sag einmal, du laufst einfach davon. Warum kommst du nicht mehr? okay, Mama. Als der Lenzel gekommen ist, da haben wir ganz wichtige Dinge zum Besprechen gehabt, gell? Ach so, ganz wichtige Dinge. So, Mutter, hast du das als Junge nicht genauso gemacht? Da kann ich mich nicht mehr erinnern. Ist schon so lange her. Aber dein Vater bin ich nicht nachgelaufen. Ja, also das glaube ich dir nicht.
Also mal schauen, ob du nicht liegst. Ganz wach gelogen hast. Ja, du sag einmal, du Lauscher. Wie kommst denn du dazu, dass du sagst, deine Mutter liegt? Da muss ich halt meinen Vater fragen, der wird mir schon die richtige Auskunft geben. Dein Vater ist doch ein Renommist. Gut, der wird dir schon Sachen erzählen, aber ob sie wahr sind, das ist die andere Frage, gell? Das ist du. Ich red da und dabei hätte ich so viel Arbeit. Ich hab heute noch nicht einmal Betten gemacht, gell? Ja. Du, Lenz, du brauchst den Vater nicht fragen. Ich bin ihm auch nachgelaufen. Ist sie nicht goldig, meine Mutter? Ja, ich wünsch mir nur das eine. Wenn ich mal so alt bin wie Sie, dass ich auch so werd. Na, kriegst du einen kleinen Bussal von mir. Du, ich muss in den Stall raus. Gehst mit? Na, freilich geh mit. Ich werd dich doch nicht schon wieder allein lassen. Ja, bist du da, Bub? Ja. Ja. Grüß dich, Papa. Grüß dich Gott. Du, was hast du mit deinem Kopf gemacht? Ah, ich hab mir am Saustalltürl angehauen. Ne? Ja. Oh, das schaut nicht gut aus. Lass uns mal schauen. Na, brauchst du schauen, das geht schon wieder, ne? Ja, wie du meinst, Vater, gell? Also komm, Lini, geh mal. Ja, bitte dabei. Ja, für das kann ich mich bald noch verplappern. Ne? Dabei brennt es wie Teufel. Jetzt bin ich mal neugierig, ob das so kühl ist, wie er gesagt hat. Jawohl, komm her. Oh ja, na das kühlt wenigstens. Jetzt ist nimm. Ja. Sag mir, wie schaut's denn du aus? Naja, gut, ich hab mit dem Saustall hier angehauen, ne? An die Eisenstreben bin ich In der hingetreten. Saustall? Ja, was tust denn da? Nein, ich wollte den Saustall ausmisten, gell? Ich geh rein, sieh den Haufen Mist, geh auf ihn zu, rutsch aus, bumm, war ich mit dem Schädel an der Tür vom Saustall. Was hast du denn? Sag mal, Was? nach was riechst denn du? Ich riech? Ja, so ganz eigenartig. Ich riech eigenartig? Ja. Ja, Ja, ja. ich Das weiß kommt nicht. gleich vom Saustall, ne? Du sag mal, seit wann riecht denn unser Saustall nach Veilchen? Ja, weiß ich auch nicht, vielleicht hat unser Sau einen Veilchenstrauß gefressen, ne? Aha. Also, wenn du nach Veilchen riechst, ja, dann muss er ja auch nach Veilchen riechen. Das Saustall, ja. Das Saustall, Ja, genau. Ich werde jetzt mal eine Nase voll nehmen und sage dir Bescheid. Nein, bleib nur da. Ja. Ich glaub dir so Glaubst du, was. es Ja, wird, ja. Jesus. Ja. Komm schon her. Warte. Der Brieftaschen habe ich unterm Kopfkissen gefunden. Aha. Also du tust nicht so umeinander liegen Was lassen. denn, was denn? So Naja, leicht ziehen. was soll denn das? In unser Schlafzimmer kommt doch kein Fremder rein, da kann man doch das sowas ruhig einmal vergessen. Ne? Außerdem haben doch wir Vertrauen zueinander. Ne? Ja, sicher. Ich trau dir, du traust mir nicht, also das ist doch alles richtig. Ja, sowieso. Heute noch, was hast du denn? Ja, schaut nicht. Da schau her, nicht einmal nicht schaut hat sie. So was blöd. Und die Brieftasche wieder verlieren oder woanders hin verstecken mit dem Beutel. Es ist zum Kotzen. Ja. Oh. Jetzt habe ich das Flasche unterdrückt. Jetzt habe ich lauter Scherben im Hintern. Oh. Oh. Jetzt stinke ich hinten mehr wie vorn. Oh. Jesus, mein Heilig, mein Heilig. Ja, was ist denn das? Du sag mal, Was ist denn? war jetzt schon wieder jemand vom Saustall da? Wieso denn? Wieso? Außer mir war kein Sau. Ich meine, außer mir, es war niemand da, ne? Es riecht aber jetzt so viel intensiver als wir vorher. Ja, ja, das kommt jetzt vom Stall so wellenartig rüber, ne? So wählen wir. Ja. Na, also gut, weißt du was? Was? Du legst jetzt eine halbe Stunde in die Badewanne. Soll ich ein Wasser auch rein tun? Ja. Dann wird der Geruch schon vergehen, gell? Na, wir werden uns ja schon langsam an den Geruch gewöhnen, ne? Ich nicht. Nee, Vielleicht gewöhnt sich dein Schnuckelputz im Mausischwanz dran. meine Alte hat das Bild gefunden. Jetzt habe ich endlich auch eine dunkle Vergangenheit.
Also Barbara, wirklich, dein Kaffee ist ganz, ganz ausgezeichnet, ja. Also ich krieg nirgends ein besseres wie bei dir. Vor allen Dingen, weil er mir nichts kostet. So, also jetzt erzähl mal. Du weißt doch ganz genau, dass du keine Angst haben brauchst. Bei mir ist jedes Geheimnis gut aufgekommen, gell? Ich hab auch keine Angst. Meinst du, die Leute im Dorf merken das nicht, wie sich mein Alter verändert hat? Ein Bart lässt er sich abschneiden, Stinger tut er wie ein Blumenladen. Das ist wirklich äußerst verdächtig. Ja, So, ich gehe jetzt. wo gehst du hin? Ich fahr zum Bahnhof und dann hol meine Freundin ab, die ein paar Tage zu uns auf Besuch kommt. So, ist deine Freundin hübsch? Das ist ein hübsches Mädel. So, du traust dir aber was, ein hübsches Mädel ins Haus, da, wo du doch noch so einen jungen Mann daheim hast. Geh, warum denn? Na, da ist die Rosel eine viel zu gute Freundin von mir. Na, und ich kenn doch meinen Lenzel. Hast du das gehört, Barbara? Sie kennt ihren Lenz. Als wie wenn man die Mannsbilder richtig jemals kennenlernen darf. Ja, da hast du recht. Und noch dazu dann bei denen, wo man es gar nicht dahinter vermutet. Die Mama, du hast doch selber gesagt, wenn der Lenzel am Papa noch grot, dann brauche ich keine Angst haben. Und er grot am Papa noch. Ja, man redet viel, wenn der Tag lang ist. Führt euch dabei. Für die Gutmadel. Die traut sich was. Naja, die jungen Madeln sind halt recht leichtsinnig. Und warum? Weil sie noch keine Erfahrung haben. Und wenn sie dann endlich Erfahrung haben, ist meistens schon zu spät. Erfahrung, Erfahrung. Das nützt gar nichts. Ein Mannsbild, wenn ihm aus springen will, dann springt er. Ob er jetzt Erfahrung hat oder nicht. Tatsache ist, er lernt was. Ja, aber da kannst du Gott sei Dank für dich nicht mitreden, weil du hast ja einen Mustergatten, gell? Ja, den habe ich mir in 18-jähriger Ehe auch schon so erzogen. Außerdem schaffe ich ihm immer so viel Arbeit an, dass er gar nicht auf dumme Gedanken kommen kann. Das heißt, seit letzter Woche stimmt irgendwas nicht mehr mit ihm. Was? Springt er auch? Wenn du jetzt meinst, da steckt ein anderes Weiberleid dahinter, dann hast du dich getäuscht. Stell dir nur gerade mal vor, der kommt doch tatsächlich nach 18-jähriger Ehe zum ersten Mal mit einem Rausch heim. Ja und, da ist doch nichts dabei. Ja, wegen dem Rausch war es mir gar nicht gewesen. Im Gegenteil, da war er sogar recht nett. Recht lieb war er. Ja, er war sogar wieder zutätig geworden. Gell? Das geht doch dich nichts an. Naja, auf alle Fälle, wie ich sein Gewand ausputzt hab, fällt seine Geldbörse raus. Und was glaubst du, was da drin ist? Was denn? 70 Mark! Ja und? Ja und? Ja, wo hat denn der das Geld her? Wo doch der nur 50 Mark Taschengeld kriegt im Jahr. Also ich hab natürlich sofort zur Rede gestellt und hab ihn gefragt, wo er das Geld her hat. Stell dir vor, sagt doch der tatsächlich zu mir, er hat kein Geld in der Geldbörse. Was sagst du da dazu? Voll Teufel. Ja, da hast recht. Da kann man wirklich nur noch voll Teufel sagen. Wenn ihm ein Mannsbild so direkt ins Gesicht reinlegt. Nein, ich bring den Geruch nicht aus der Nase. Jetzt stinkt schon wieder nach Veilchen. Das bin ich. Was? Du? Ja, ich habe so eine Flaschen von diesem Veilchenduft daheim und das nehme ich halt ab und zu mal her. Warum? So, und wie kommt dann mein Alter zu diesem Geruch? Ha? Das weiß doch ich nicht. Du selber hast mir doch erzählt, dass er beim Friseur war und hat sich ein Bart abrasieren lassen. Na ja, mei, vielleicht hat dieser Friseur ein Rasierwasser benutzt, wo halt nach Veilchen riecht. Aber jetzt was anderes. Hast du vielleicht noch irgendwelche andere Beweise gegen deinen Mann, außer dass er sich den Bart abrasieren lässt und dass er nach Veilchen riecht? Hä? Ja, ich habe ein Foto gefunden in seiner Brieftasche. Nein. Ja,
Von einem Frauenzimmer. Nein. Von was für einem? Mit einer Widmung hinten drauf. Die hat sich gewaschen. Also bei denen zwei, da stimmt was nicht. Also das ist wirklich unglaublich, Ja. diese Mannsbilder. Der deine tragt ein Foto von einem Weiberlein spazieren und der meine hat plötzlich 70 Mark. Wenn ich nur wissen darf, wo die herhaut. Du, vielleicht hat der eine Freundin, die keine Fotos verteilt, sondern ein Geld. Na, da täuschst du dich. Für was denn? Der ist doch immer müde. Ja, daheim. Also, Paul. Zwei Stunden Schlaf und ich bin wieder frisch. Ja, das ist ja bei dir die Hauptsache, Was denn? dass du frisch bist. Ja, gell? natürlich. Also Schlafstunde. es stimmt wirklich. Ich hab dir noch nicht so genau angeschaut, aber, Ja, aber was? ohne Bart Gell? schaust du wirklich Ja. direkt jugendlich wieder aus. Ja. Vorgestern hast du mich für einen 100er gehalten, ne? Ja, da hast du auch noch den Bart getragen und da hast du auch noch nicht so gut gerochen. Gerochen. Ich riech doch nicht gut, richtig ein Schmarrn. Ja, also auf alle Fälle wirst du diesen Geruch so schnell Jetzt nicht hör doch auf mit deinem blöden Geruch. Was wird sich das ganze Ding, dass wir nur vom Geruch reden, oder? Okay, da brauchst du keine Angst nicht haben, Kaltere. Was? Ich denke überhaupt nichts. Das heißt, natürlich denke ich. Ja. Ich denke mir, dass ihr vielleicht kleine Reibereien habt. Wir haben keine Reibereien. Ach so? Na, meine Barbara weiß genau, was sie von mir zu halten hat. Ne? Ja, bis vorgestern. Was? Aber ab dato nicht mehr. Was denn, was denn, was Gell? denn? Bubi, Burle. Was soll denn das? Ne? Was Also redest du? schau mal da damit. Was? Wo du so einen großen Sohn hast. Kann ich was dafür, dass ich nur einen großen Sohn habe? Ha? Ja, bin vielleicht doch hier schuld. 2,5 Jahre habe ich auf diesen Sohn gewartet. Das ist doch an dir gelegen. Ah, also, aber dass unser Sohn jetzt auch schon über 2 Jahre Ja. auf einen Erben wart, ha? Aha. Liegt da die Schuld für der Leni? Jawohl, das liegt an unserer Schwiegertochter, die Schuld, ne? Ja, Was? der Bub grad doch dir noch. Was hat das, was willst du damit sagen, ha? Moment einmal, von wegen hier, ich will mal was sagen. Wir Männer, ihr geht bloß auf uns los, aber ich werde es euch noch beweisen. Ha? Beweisen? Ach, wie willst du das noch machen, ha? Ich werde es schon sehen. Und überhaupt, was ich nicht begreifen kann, dass ihr immer mit den Gefühlen der Männer Fußball spielt. Ne? Ja, mein lieber Kalterer, da muss ich natürlich der Barbara schon recht geben. Was? Es liegt nicht immer an uns Frauen, Ach, gell? du kannst doch du gar nicht mitreden. Du bist 18 Jahre verheiratet und bei euch rührt sie nichts, gar nichts. Na. Also, du wirst doch deinen Mann nicht mit mir vergleichen wollen. Nein, das tue ich ganz bestimmt nicht. Also. Denn ich teile nicht gerne und meinen Mann erst recht nicht. Ja, halbe Portion kann man doch nicht mehr teilen. Was ist denn? Der ist schon recht so, wie er Ich hab dir ist. schon mal gesagt, du bist auch sehr genügsam. So, du willst mich also beleidigen. Was denn? Jetzt reicht's mir. Weißt du, was ich jetzt tue? Na, was tust du denn? Ich verlasse jetzt dieses Haus und komme nie mehr zurück. Jetzt hast du gelogen, bei der nächsten Neuigkeit bist du wieder da. Also gut. Was? Also gut, dann bleibe ich gleich da. Ja, das ist Papa, ja. wo ist denn die Leni? Da fragst du mich, frag die Mutter, die weiß alles. Ne? Die ist am Bahnhof gegangen und holt ihre Freundin ab. Siehst du? Ah ja, stimmt, die Kinder heute, das habe ich ganz vergessen. Ja, Sag mal, schlaft die bei uns? ja, sag mal, geniert dich das, oder was? Ist dir das nicht recht? Aber Vater, sie hat ja noch gar nichts gesagt. Deine Mutter sagt auch nichts, wenn sie was sagt. So ist es, ja. Haha, gerade hat sie mich beschuldigt, dass ich schuld bin, dass du noch keinen Nachwuchs hast. Ne? Also ist doch gar nicht Hast wahr. du nicht gesagt, er gerade mir nach, drum hat er noch keinen Bub, noch keinen Nachwuchs und ist noch nicht Vater? Ha? Okay, das hast du sicher falsch verstanden. Nein, ich bin 40 Jahre mit ihr verheiratet, ich verstehe alles, auch die Zeilen, wo zwischendrin sind. Ja, alles finde ich. Ne? Komm, denkt er nix. Sei
seit ich dieses Foto gefunden habe von seiner schlechten Vergangenheit, ist der Vater nicht mehr zum Reiten. Was denn? Ja, so sind's. Einfach einmal die Mannsbrüder, gell? Zuerst renommieren's und wenn man sie darauf anspricht, werden's gleich grob. Also bitte schön, heute du da raus, sonst wär ich grob, gell? Willst du mich vielleicht rausschmeißen, hä? Ja, das darfst du nicht so ernst nehmen, was der Vater sagt. Er macht doch nur einen Spaß. Das habe ich auch gemeint. Aber jetzt bin ich dahinter gekommen, auch wenn dein Vater Spaß macht, meint er's ernst. Da kenne ich mich nicht aus. Ja, mei, da musst du nur deine Mutter fragen. Die kennt sich aus. Noch ein Wort und dein Mann ist Witwer. Jetzt reicht es mir. Jawohl, jetzt gehe ich nämlich zu meinem Mann und sage ihm das und dann würde dir deine Brutalitäten schon austreiben, du Dorf Quasimodo, du. Habt ihr diese Beleidigung gehört? Was hat's denn da gemeint damit? Ich glaube, sie meint Casanova. Ja? Das ist einer, der hat viel Weiber gehabt. Da kannst du nicht mich meinen, oder? Doch, sie meint schon dich. Was? Das stimmt schon. Gell? Bulli, Bulli. Du, was hat denn die Mutter? Was weiß denn ich? So, warum sagt sie ein Bubi-Purli zu Na, du dir? kennst doch die Frauen, wenn sie älter werden, fangen sie Spinner an. Ne? Vater, ganz so stimmt das Was nicht. denn? Du, was hat's denn gemacht wegen deinem Foto der dunklen Vergangenheit? Ich ein Vorbild der männlichen Tugend, der doch auf. Ne? Ja, aber aus der Luft kann sich da sowas nicht greifen. Was? Vielleicht hat sie schlecht geträumt oder hat sie die Karten schlagen lassen, irgend sowas. Ich merk schon, Vater, du willst dich ausreden, gell? Was, Blödsinn? Das war mir gerade nur, wenn ich von meinem Vater was hören hat, was ein schlechtes Licht auf seinen sittlichen Lebenswandel werfen hat. Was? Vater, du wirst nicht heimlich auf Zeiten. Und auf Zeit geredet, du kannst auch so ein Blödsinn. Bin 40 Jahre verheiratet und bin 40 Jahre nicht auf die Seite wieder gegangen, gesprungen, geschwommen und es laufen. Also, deine Mutter wollte unbedingt... Halt, jetzt verstehe ich dich, Vater. Ja, du hast der Mutter gegenüber noch was vorgespielt. So eine gute Idee, das muss ich mir Du merken. merkst ja gar nicht, du bist noch viel zu jung dazu, merkst du das? Du brauchst keine Angst haben, Vater, ich sag der Mutter schon nichts. Ja. Wir Männer müssen ja zusammenhalten, ne? Ja, das müssen wir, ja. Von mir aus sage ich der Mutter, dass du mit der so oder Nein, so... du brauchst gar nichts sagen, das mache ich schon selber. Ja. Gut, also Vater, du hast Ideen, gell? Ja, das schaffst. Ja. Vater, Ja? treib's aber nicht zu bunt mit deinen Verflossenen, Ja. gell? Ja, schau her, sogar der eigene Sohn hat Respekt vor den Ideen seines Vaters. Ja. Jawohl. Nicht da muss man's haben, da! Ja, so was. Lorenz, Ja, was ist? gut, dass du jetzt allein bist, ich stehe schon da und am Fenster. Ja, na, ich komm schnell. Ja, geh rein. Was wäre denn jetzt wieder? Wollen schon wieder 100 Mark haben? Ja, immer leid, du musst dir ganz was Wichtiges sagen. Ja, was ist denn? Sitz dich hin, Ich bin nicht müde. sie ist da. Wer ist da? Ja, das Blonerl. Was für Blau? Ja, die Schnucki-Putzi-Schnecke war die Katzenmaus in Schwarze. Was rupfst denn du in Tee? Ich hab geschwollene Mandeln. Ah. Schau mal, Saudums, ja, wie kommt denn die da her? Was denn nicht runter am Bahnhof, aber es kann wirst belohnt, wird deine Schwiegertochter, die hat's gerade abgeholt und dann sind sie zum Bachwert hingefahren und sind sie abgestiegen und jetzt bin ich gleich zu dir hergesaust, damit ich dich warnen kann. Ja, woher weißt du, kennt ihr meine Schwiegertochter dieses Blonerl? Was denn ich, vielleicht hat deine Schwiegertochter und deine Alte Haben's miteinander herbestellt, damit sie dich bloßstellen können. Oder wirst der Teufel haben, weil es ist tatsächlich die Freundin von der Leni und ist durch Zufall dahergekommen. Eins ist sicher, Birnstiegel, du bist Deutschlands Dümmster. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Weiber das es gibt, aber ausgerechnet der gibt dir das Foto, oder bringst mir von der, ne? Es ist nicht zu fassen. 100 Mark habe ich dir auch noch gegeben. Tu das Geld wieder her. Hat mir meine Alte schon abgenommen. Ja, die hat du bist gar kein 100er wert, ne? Ja, was der wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Wenn's mich so schreist, dann fällt mir gar nichts ein. Du hast mich da hineingeritten, jetzt reitest du mich auch wieder raus. Bin doch kein Herrenreiter. Was? Pass auf,
Der Alte hat doch das Foto nur einmal gesehen. Freilich. Also kann sie sich das Gesicht wahrscheinlich gar nicht merken. Wahrscheinlich. Jetzt nimmst du das und zerreißt das. Mein Alte, Na, das Foto natürlich. das Foto. Ja, und somit hat sie keinen Beweis mehr. Und wenn die andere kommt, dann tust du so, als wenn du das gar nicht kennen würdest. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Also, Foto habe ich in der Brieftasche in der Jacke. Ja, Moment. Aha. Haben wir gleich. Ja, sag einmal, jetzt ist die Brieftasche nicht mehr drin. Jetzt habe ich die Brieftaschen nicht mehr. Die ist nicht mehr da, die ist nicht mehr drin. Dann hast du das halt woanders. Nein, ich habe sie in meine Jacke hineingesteckt, die Brieftasche. Vielleicht hat's der Alte. Das ist mir. Alte hat's wieder rausgenommen. Wenn die Weiberleute was nehmen, dann nehmen wir alles. Brieftaschen mit samt Du Foto. sagst das. Die meine aber das ganze Geld genommen. Ja. Der Alte hat das Foto an sich genommen Ja. und somit hat sie ein Korpus, da liegt sie. Auch wenn die Alte jetzt das Foto hat, ist doch egal, ob ich da wo ist sie ja, ne? Du musst halt schauen, dass du wieder zu dem Foto kommst, nicht? Ja, wer komme ich zu dem Foto? Weißt du, wenn die Weiberleute was verstecken, dann tragen sie es immer bei sich. Bei sich. Ja. Also vielleicht hat die Brieftaschen mit dem Foto vielleicht im Strumpfbandel. Strumpfbänder. Ja. Meine Alte trägt keine Strumpfbänder. Ah, vielleicht. Doch, das ist eine Möglichkeit. Da habe ich schon ein paar Jahre nicht mehr reingeschaut. Aber wie bringe ich das raus, dass sie es da drin hat, ne? Du musst halt deiner Alten ein bisschen schälen, nicht? Ein bisschen am Kinserli graben. Und dann drückst du es fest am Tisch her. Ja, Alter. Und dann spürst du schon die Brieftasche. Nein, jetzt sage ich dir was. Wenn ich das tue, was du mir jetzt da aufgezählt hast, haut mir meine Alte eine am Kopf auf, dass ich 8 Tage vom Teufel dran. Weiß ich es auch nicht. Oder vielleicht, wenn sie sich auszieht. Die zieht nicht aus, die habe ich schon ein paar Mal gekündigt, die bleibt da. Ich meine, wenn sie sich so auszieht, Blusen auszieht und das Hemd auszieht und einen Rock auszieht und Strümpfe auszieht. Das meine Du ich. meinst, wenn sie sich... Ja. Da meinst du, das ist dann... Ja, dann siehst du es, ob sie es hat. Da macht sie Gott sei Dank immer das Licht aus. Vielleicht hat sie es im Schlafzimmer Im versteckt. Schlafzimmer, da hat sie es irgendwo versteckt. Dann hättest du halt selber ein bisschen aufpasst auf das Ach, Foto. was, ich kann doch nicht wissen, dass mir meine Alte das Beutel gibt und dann wieder nimmt, oder? Jetzt ist mal hier. Meine Schwiegertochter war. Ja, ist sie, ja. Ja, aber die andere ist nicht dabei. Dann geh du durch die Küche wieder raus. Ich geh ins Schlafzimmer und such das Foto. Und ich komme morgen wieder und schau nach, ob du was gefunden hast. Wenn ich nicht da bin, bin ich beim Suchen. Das Haus gehört dazu. Sag einmal, warum hast du deine Freundin nicht gleich mitgebracht, ha? Ja, das wollte ich ja. Aber wenn wir dann fahren wollten, kommt aus dem Sternwirt das Mannsbild raus, das mit dir mitgefahren ist. Okay. Du, und weißt du, wer das ist? Hä? Der Bräutigam von der Rosel. Na, Ja? ja. Schon? Haben sich die zwei zufällig getroffen und keiner hat vom anderen gewusst, dass er da ist. Jetzt haben sie sich natürlich was zum Erzählen gehabt. Dann bin ich dabei vorausgefahren. So ein Zufall, ha? Du, und noch eine Was? Neuigkeit. Die Rosel ist die Ploni. Die wer? Die Ploni. Wer? Na, geh, die Ploni. Die Jodlerin, die wir im Radio immer hören. Ja! Ja, Na, schon? ja, da bin ich gleich doppelt neugierig. Ja, sei mir aber nicht zu neugierig, gell? Oh, du wirst ja wieder eifersüchtig werden, Lena, ha? Na, ich weiß ja, dass er einen Bräutigam hat. Da darfst du ein bisschen neugierig sein. Also sie ist ja wirklich ein hübsches Mädel. Aber der Bräutigam, na mein Lieber, der passt ja gar nicht zu ihr. Ist aber nicht der Kerl, wir haben uns immer gut verstanden. So? Also mir war er zu dick und dann schreit er immer so beim Reden. Überhaupt, was bist denn du für ein Bauer? Statt zu arbeiten, stehst du da in der Stube umeinander. Ja, hast denn du keine Arbeit, ha? Ja, ich habe einen Haufen Arbeit und es ist gescheit, ich gehe an meine Arbeit, weil ich muss ja sagen, dass meine Familie nicht verhungert. Ne? Ja, über alles andere reden wir dann später. Ja, marsch ab an die Arbeit. Jawohl, ich folge dir schon. Familie. No. Der Lenzel wird Augen machen, wenn er erfährt, dass er bald Papa wird. Jesus, na, wie schaut denn seine Jacken aus? Und dieser Stern verdreht. Ja, wo ist er denn da hingekommen? Also, die schaut ja wirklich sauber aus. Brauche ich ja gleich Bürsten. Hoppala. Na, da brauche ich noch eine Bürsten. So geht das nicht. Sei prüfen.
Das ist ja ein Foto von der Rosel. Wie kommt denn der zu dem Foto? Meinem süßen Bubi-Burli. Was? Zur Erinnerung an Verschiedenes. Ich sehne mich immer nach deinen starken Armen. Dein Schnucki, Putzi, Schnecki, Beibi, Mausi, Katzi, Schwanzi. Also das ist ja wohl die Höhe. Zu mir sagst du, dass sie sich gar nicht kennen und dabei ist es ja Schnucki, Putzi, Schnecki, Beibi, Mausi. Das muss ich gleich der Mama sagen. Mama! Kann suchen, so viel ich will. Es ist nicht im Bett, am Bett, auf dem Bett, unterm Bett. Die Brieftasche ist verschwunden. Ich weiß nicht mehr was. Da ist ja meine Brieftasche, wie kommt denn die her? Aber das Beutel ist nicht mehr drin, um Gottes Willen. Jetzt hat mir aber die... Ja, kann ich mich aufhängen. Hoffentlich geht mir nicht die Luft aus. Aber schuld ist dieser... ich darf gar nicht drauf hängen. Dieser Birnenstingel. Jetzt suchen wir einen Strick und einen Haken. Dann hängen wir auf, zumindest machen wir einen Probeaufhänger. Genau dasselbe Foto hat der Vater in der Brieftasche gehabt. Mit derselben Widmung. Na, umso schlimmer. Dann haben sie es alle zwei mit der falschen Person. Also von meinem Lenzel hätte ich mir das nicht gedacht. Nein, vom Lorenz auch nicht. Wo er dieses Waldstück bloß kennengelernt hat. Nur das ist doch kein Kunststück. Einmal ist der eine in die Stadt reingefahren und einmal der andere. Ja, und sie singt ja in der Wirtschaft. Aber zu mir sagt sie, ist so neugierig, meinen Mann kennenzulernen. Und dabei kennt sie schon. Und wer weiß, wie gründlich das ein Kind. Aber bitte, die soll nur kommen. Die Augen kratzt hier aus. Dann sieht sie ja nichts mehr. Berndl, das darfst du nicht machen. Du musst genauso falsch sein, wie sie zu dir. Na, das kann ich nicht. Mama, ich glaube, ich lass mich scheiden. Komm jetzt hier auf. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie es jetzt momentan ausschaut. Nicht so schlimm. Da brauchst du doch bloß lesen, dann weiß man doch alles. Sie sehnt sich nach seinem starken Armen. Geh, Mama, was soll ich denn tun? Sitz dir mal. Also, ja. Wenn dieses Weißbrot jetzt da ist, dann schaust du, dass der Lenz auch reinkommt und dann stellst du das alle beide zur Rede. Ja, dann wirst du sehen, was dabei rauskommt. Ja, abstreiten werden sie es heute. Das glaube ich nicht. Die werden so überrascht sein, dass sie gar nicht dran denken. Leni, geh, der Lenz, der hat dich doch gern und der ist froh, wenn du ihm verzeihst. Glaubst du wirklich, dass er mich noch gern hat? Ich kenn doch meinen Burm. Ein Mannsbild macht halt einmal Dummheiten. Und so wie ich meinen Lenz kenn, ach geh, ist das seine erste Dummheit gewesen, Dirndl. Und wenn du gescheit bist, dann ist es seine letzte. Meinst du? Ja. Also gut, aber gleich verzeih ihm das nicht. Ich lass ihn schon ein bisschen zappeln, gell? Du hast das Ski. Du kannst nur kämpfen für deinen Mann gegen dieses Weiberleid. Aber ich mit meinem alten Schädel. Ich hab doch gegen dieses Weibswut überhaupt keine Chancen meinem Lorenz gegenüber. Mama, ich kann mir nicht vorstellen, dass das beim Papa wirklich was Ernsthaftes war. Mama, der Papa ist nicht mehr der Jüngste. Geht, der kann doch gar nicht Jetzt mehr. hörst du mal. Was glaubst du, der Vater ist ein ganz gefährlicher. Und zu dir gesagt, Was denn? weißt du, was ich glaube? Dass er es nicht nur mit diesem Weiberleid hat, sondern auch mit der Stanzi. Okay, Mama, wie kommst du denn auf die Idee? Die Stanzi riecht nach Veilchen. Ja, und der Vater auch. Also, Mama, ich kann mir das nicht vorstellen. Die stand sie. Nein, ja. Jo, du, das ist eine ganz gefährliche. Da habe ich vielleicht schon früh gehört. Nein, normalerweise kannst du ja gar nicht fest sein.
mit dem Waschlappen von einem Mannsbild, was die daheim hat. Aber meinen Lorenz soll sie in Ruhe lassen, sonst kratzt ihr die Augen aus. Ja, aber dann sieht's ja nichts mehr. Ach, weißt Mama, hätte man nie vorstellen können, dass die Frauen so schlecht sein können. Noch dazu, wenn's doch schon einen Mann haben. Diese Weiber, die sind alle so schlecht, dass sich die armen, schwachen Mannsbrüder gar nicht wehren können dagegen. Schwache Mannsbilder. Dabei heißen sie sich selber immer das starke Geschlecht. Dabei werden sie bei jeder Gelegenheit schwach. Du schau mal hin, da kommt der Lenzel. Und dieser sogenannte Bräutigam ist auch bei ihm. Du, da geh lieber. Geh's Geh mein Kindhaus, komm schnell. Ehrlich, ja, freut mich. Ich muss schon sagen, du schön hast du benannt den Hof, ja. Hey, aber du gefällst mir. Jetzt bist du so lange bei uns am Ort und heute kommst du erst. Ja, mein Gott, du, ich habe einen Haufen zu tun. Bin ja geschäftlich, da. Bin ja Viehhändler. Mein Vater war auch schon ein Viech. Ja, das glaube ich, ja. Ausreden lassen. Viehhändler. Ich habe sein Geschäft übernommen. Oh, läuft gut. Hervorragend, sag ich dir. Du, aber heute hätte ich bald einen Schlag getroffen. Okay. Geht die Straße entlang, kommt mir meine Rosalind entgegen, sagt sie, sie wäre eine Freundin von deiner Frau und tät jetzt da ein paar Tage übernachten. Das ist ein Zufall, ha? Ja, und was für einer, du? Ich hätte sie ja fast nicht geglaubt, gell? Man, ich bin ja... Auf die Weiber, da muss man aufpassen, du. Ich bin der beste Kerl, aber da bin ich was mehr getan. Boah, da gang's grob her, du. Bist eifersüchtig? Und wie? Hast du einen Grund? Braucht doch keinen Grund dazu, oder? Aber weißt du, mein Rosel kennt ein Haufen Leid, gell? Und die Mannsbrüder, die sind ja sowas von ekelhaft aufdringlich, du. Da weiß man nie. Kennst du mich, Rosel? Nein, noch nicht. Aber ich glaube, ich werde es auf Nacht schon noch kennenlernen. Oh, ein fesches Mädel, ein sauberes Mädel. Und jodeln konnte die Tulio. Ich hab's ja beim Tanzen kennengelernt, gell? Tanzt. Auf einmal hat's geschrien. Da bin ich so voll. Au! Ach, du Biffi. Ja, nicht nur ihr, mir auch scheinbar, ha? Ja, bei dir ist wurscht, du hast eh schon Blattfürs, gell? Dann hat sie sich so ein bisschen an mich hergeladen und dann haben wir weiter getanzt. Dann habe ich zu mir gesagt, Kasimir, habe ich gesagt zu mir, das ist die Richtige, die hält was aus. Ja, das glaube ich, dass die was aushalten muss, wenn man deine Füße so schaut. Ne? Ja, freilich, du weißt gut, wenn wir mal verheiratet sind, dann musst du noch viel mehr aushalten. In einem Geschäft, ja bei mir gibt's was zu tun. Schnapsel, danke. Aha. Prost. Ja, weißt du schon, mit dem Viech, da gibt's bei mir... Du sag mal, wie kommt denn da das Foto von meinem Rosal zu dir, Alter? Das weiß ich nicht, aber vielleicht hat es deine Rosa an meiner Frau gegeben und die hat es am Tisch liegen lassen, ne? Was? Ja, freilich. Ja, genau. Ja, so wird's sein. Ich bin schon ein schönes Rindviech, gell? Ja, ein Rindviech bist, aber schön nicht. Okay, du aber mit deinen groben Spaß. Meinen süßen Bubibulle. Zur Erinnerung an Verschiedenes. Ich sehne mich nach deinen starken Armen. Dein Schnuckiputzi, Schneckiweibig, Katzi, Schwanzi, Mausi. Das sag einmal. Hat das mein Rosa alles deiner Frau draufgeschrieben, ha? Das weißt du eh nicht, aber das Foto nicht einmal gesehen, nicht? Nicht? Dann schaut das einmal an. Meinem süßen Bubiburle. Ja? Nach deinen starken Armen, dein Schnucki, Putzi, Schnecki, Weibi, Mausi, Katzi, Schwanzi. Was kannst du nur saublöd lachen, ha? So, ich vielleicht wohnen, ist doch recht lieb, was da droben steht, ne? Du pass einmal auf, du. Möchtest jetzt du immer nur behaupten, ha?
dass du meine Rosal nicht kennst, hä? Ich hab ja das Foto zum ersten Mal gesehen, es geht doch mich nichts so. Ja, jetzt fang nicht zum Schwindeln an, jetzt bist du überführt. Du, jetzt halt dich mal ein bisschen zurück, gell, so machst du mich wild, gell? Wult, das ist es, das ist es. Weißt du was? Wult bin ich jetzt schon lang. Und weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt hol ich mir Rosal klar. Jetzt hol ich mir Rosal klar. Oh! Wenn ihr dann so Auge in Auge, ja, so, ja, das. Wenn ihr dann so gegenübersteht, dann werden wir ja sehen, ob ihr euch erkennt oder nicht. Dann werden wir sehen, was du für ein Rindviech bist. Und dann wird abgerechnet, das sag ich dir. Und danach steigt man doch am Mur. Da, okay. Ja, aber wie kommt denn das Foto mit der Schreiberei daher? Also nur gut, dass er es mitgenommen hat. Wenn es Marlene erwischt hätte, es hätte einen sauberen Wirbel gegeben, gell? Ja, freilich. Dass ich nicht gleich draufgekommen bin. Der Vater hat... Vater? Jetzt hast du was Sauberes angekriegt mit deiner Renommiererei, gell? Der wird Augen machen, wenn der erfahrt, was seine dunkle Vergangenheit für Folgen hat. Na. Sind Sie der Bauer? Grüß Gott. Ja, ich bin der Jungbauer vom Hof da. Lenzel Kalter ist mein Name. Na, das freut mich. Ja, und wer Sie sind, das brauchst du mir gar nicht sagen. Das weiß ich schon. Ach, Sie kennen mich? Ja, noch nicht lang, aber dafür haben Sie besser. Das verstehe ich jetzt nicht. Nimm mal's Platz, bitte. Ja, gern, danke. Also, jetzt passen Sie auf. Ihr Verlobter ist nämlich draufgekommen. Auf was? Naja, es ist nämlich so, dass wir zwei heimlich... Was haben wir zwei heimlich? Naja, er hat da ein Foto von ihr am Tisch gefunden und da ist hinten was Verfängliches droben gestanden. Und jetzt lasst er sich nicht mehr nehmen, dass Sie mir das Foto gegeben haben und für mich das draufgeschrieben haben. Ach, so ein Blödsinn. Ich hab keinem Menschen von mir ein Foto gegeben, wo was Verfängliches draufsteht. Na, da stimmt irgendwas nicht. Ja, mein Verlobter ist natürlich wieder eifersüchtig. Aber das muss ich doch aufklären, woher das Foto kommt und wer das da draufgeschrieben hat, oder? Ja, selbstverständlich lasse ich das aufklären. Und ich kann mir schon vorstellen, wie das gewesen ist, gell? Und vom Kasimir brauchst du keine Angst haben. Das werden wir ihm schon wieder ausreden. Angst? Ach na, die hab ich gar nicht. Vor meinem Kasimir schon gleich gar nicht. Wissen Sie, der tut nur so wild. Und seine Eifersucht, die wäre ja mal noch abgewöhnen, gell? Aber das Foto? Naja, Fotos gibt's ja von mir nach meinen Auftritten nur zum Kaffee, gell? Nur wer hat sowas da draufgeschrieben? Mei, da hab ich ja, ohne dass ich's wollen hab, einen schönen Wirbel angerichtet bei einer da. Nein, da gibt's bei mir keinen Wirbel. Meine Frau hat noch gar nicht gesehen, gell? So, Und was den Kasimir anbetrifft. mit dem werd ich schon fertig. Mei, oh mei, der wird jetzt wieder rauchen vor Eifersucht, wie eine alte Dampfmaschine. Ja, genau das tut er, gell? Ja, das genau. Ja, Mama, das ist sie. Wie gut, dass sie sich unterhalten. Tu dich zusammenreißen. Na, Leni, was sagst du? Ich hab deine Freundin schon kennengelernt. Ja, grüß Sie, na gut. Sie sind bestimmt die Schwiegermutter von der Leni, gell? Ist ja nur schön, dass du es nicht abstreitest, dass du das schon kennst. Na, warum soll ich denn abstreiten? Und du hast mir auch kein Wort gesagt, dass ihr euch kennt. Na, wie ich mit dir beieinander war, hab ich deinen Mo auch noch nicht kennt. Ach, du hast nicht Kind. Und trotzdem gibst du ihm ein Foto von dir und schreibst solche Sachen hinten drauf. Was? Du hast das Foto auch schon gesehen? Hörst du das, Mama? Er streitet das Foto noch nicht einmal ab. Ja, aber was soll ich denn abstreiten? Mich geht doch das Foto nichts an. Na, da hat er recht. Das geht ihm wirklich nicht so. Ja, und mein Mann geht ihm das auch nichts an. Da habe ich nämlich dasselbe Foto in der Brieftasche gefunden. Oder möchten Sie sagen, dass Sie ihm das nicht gegeben haben? Also, ich glaube, in dem Haus ist der Fotowahnsinn ausgebrochen. Jetzt sind schon zwei Fotos. Ja, ich weiß weder von dem einen noch von dem anderen, wie die da hier ins Haus gekommen sind. Das habe ich mir schon gedacht, dass du das abstreitest. Nicht nur, dass du meinen Mann blöd gemacht hast. Nein, meinen armen alten Schwiegervater hast du auch noch auf Abweg gebracht. Pfui Teufel. Ja. Ganz narrisch haben Sie ihn gemacht, mein Mann. Na, also Moment einmal, jetzt raucht mir der Kopf. Seid mir nicht besser, aber ich glaube, ihr seid alle narrisch. Ich hab doch deinen Mo gerade erst kennengelernt. Ja? Und deinen Schwiegervater kenne ich überhaupt nicht. Ah, die kennen es gar nicht. Aber sie sehnen sich nach seinen starken Armen. So stark sind seine Arme nicht mehr.
doch mal mit dem Schmarrn auf, das ist doch alles ein Irrtum. Ein Irrtum. Der einzige Irrtum ist das, dass ich dich geheiratet hab. Was? Gell, Mama? Ja. Aber bitte, das lässt sich alles ändern. Gell, Mama? Heirat doch du, dein Schnucki-Putzi, Schnecki, Weibi, Mausi, Katzi, Schwanzi. Ja, aber Leni, sei doch gescheit. Entschuldigung, Mutter, pass auf, ich bin nicht schuld, der Vater hat, ne? Also jetzt erst aber auf, du kannst doch nicht dem Vater die Schuld in die Schuhe schieben. Ja, aber der Vater hat doch angefangen mit dem Blödsinn. Lass mich deswegen nicht meine Ehe ruinieren, oder? Leni, warte mal, heute da bleibst. Also da hört sich doch alles auf. Meinem armen Lorenz sind sie jetzt an die Schuld gehen. Da, du kannst auf deinen Schnuckelputzi nicht allein lassen. Was? Da nehmen sie ihn. Ich schenke ihn nicht. Also, Sie sind derjenige. Ja, schaut so aus. Was haben Sie mir dazu zu sagen? Grüß Gott, tritt ein, bringt Glück herein. Also, weißt du, Rosa? Das Ganze abzustreiten, das ist leicht. Mein Lenal, wenn ich wirklich was Heimliches mit deinem Mo hätte, ja, dann darf ich mich doch nicht von dir da ins Haus einladen lassen. Außerdem darfst du mich wirklich nicht für so blöd halten, dass ich so einen Unsinn auf mein Foto draufschreibe. Ja, wie kommst du auf den Blödsinn, dass das Foto mich was angeht? Wo die Mutter gesagt hat, dass sie beim Vater das Nämliche gefunden hat. Ja, wenn ich es doch in deiner Jacke gefunden hab. In meiner Jacke ist Ja, nicht möglich. doch. Ich habe deine Jacke sauber gemacht. Dann ist mir aus deiner Jacke die Brieftasche und aus der Brieftasche das Foto rausgefallen. Aber geh, ich hab da meine Brieftaschen nie in der Jacke, sondern immer in der Hosentaschen. Da, schau her, das sind meine Brieftaschen. Tatsächlich? Das ist ja ganz andere. Ja, die- Das ist deine Brieftasche. Ja, freilich, das ist mir doch zum Geburtstag geschenkt, der andere habe ich doch gar nicht. Ich glaube, jetzt wird's langsam hell. Na, Moment einmal. Aus deiner Jacke ist eine Brieftasche rausgefallen. Ja, wie kommt dann die da rein? Und wem gehört denn die überhaupt? Na, das ist nicht schwer zum Erraten. Am Vater natürlich. Ach, so ein Schmarrn. Der Papa wird seine Brieftasche in deine Jacke reinstecken. Ja, mei, da wird es halt eilig gehabt haben, ne? Da sind die Jacken beieinander gehängt, so wie jetzt. Und, Und da ist ja die Verwechslung passiert. ja, siehst du das Ei? Naja, also das sehe ich jetzt schon ein, aber wie kommt denn bitte der Papa zu dem Foto? Ja, das ist ein ganz anderes Kapitel. Er hat mir schon mal was gesagt, gell? Was denn? Naja, er wollte es halt von der Mutter ein bisschen interessant machen und da... Nimmt er einfach ein Foto von mir? Na, das ist eine schöne Gemeinheit. Ja, und dabei hat er das Pech gehabt, dass sie zufällig die Freundin von der Leni sind. Sonst war der Schwindel gar nicht aufgekommen. Ja, schon, aber den Blödsinn, den er da draufgeschrieben hat. Das ist der beste Beweis dafür, dass man es nicht ernst nehmen sollte, ne? Er wollte sich halt renommieren und da hat er irgend so ein Foto. Also ich habe das Foto nicht richtig gesehen, aber die Schrift vom Vater war das voll nicht. Ha, ein bisschen sind so gut und kommen wir vielleicht noch mit einem dritten Mann zu her. Nein, ich wollte sagen, vielleicht hat er sich das von einem dritten Mann draufschreiben lassen und hat auch von dem das Foto. Ja, gar so gefährlich ist das beim Vater nicht mehr. Ist doch schon ein reiferer Herr. Und außer uns weißt du das niemals. Naja, da haben sie eigentlich recht, gell? Aber ganz so lasse ich das eher am Vater fein nicht durchgehen. Ein bisschen Angst möchte ich ihm schon noch einjagen. Ja, aber nicht so arg, gell? Der Vater hat eh schon Blut und Wasser geschwitzt, gell? Also, der Mutter sagt man nichts, außer wir müssen es unbedingt aufklären. Ah, ich verstehe schon. Für sie soll er vorerst noch der Don Johann bleiben, gell? Ja. Na, Lenal, bist du jetzt endlich überzeugt davon, dass ich mich nicht in deine Ehe eindringen wollte? Ja, schon. Aber es hat ja wirklich dumm ausgeschaut, das müsst ihr wohl zugeben. Aber geh, du hättest ja meine Brieftaschen kennen müssen, ne? Und das habe ich vor lauter Aufregung gar nicht mehr gedacht. Ach, ich sehe ja ein, dass ich eine dumme Urschel war. Na, was müsst ihr zwar nur von mir denken? Hm? Gar nichts, Lenal. Du hast halt dein Mo gern. Ja, und ein bisschen eifersüchtig bist du sowieso, gell? Aber ab heute nicht mehr. Ja. Nein, jetzt kannst du machen, was du magst. So. Ja, und ich muss mein Othello jetzt auch noch besänftigen. So, und wir gehen jetzt alle zum Sternwirt runter und feiern die Aufklärung, gell? Halt! Gib mir's nur rein da. Auf einer haben wir nämlich schon gewartet. Ich habe eigentlich gar keine Zeit, weil ich sehr wenig Zeit habe, darum habe ich keine Zeit. Und darum Du Vater, meinst nicht, dass du dem Fräulein eine Aufklärung schuldig bist, dann ne? bin ich aber schuldig. Ja, red dich nur aus mit ihrer, gell? Ja. Wir lassen die inzwischen allein, Und gell? dann wirst du deinen alten Vater nicht allein lassen. Okay, Vater, du bist ja nicht alt. Wünsche Was? gute Unterhaltung. Ja. Viel Spaß. Halt! Was machen jetzt wir zwei? Wir Hm? zwei, ich und du, Müllers Kuh, Müllers Esel. Sie haben mich mit dem Foto bloßgestellt. Was hab ich? Mein Bräutigam
Also, und vielleicht, wenn ich mit dem Bräutigam reden täte. Oh, ja. das darf ich Ihnen nicht empfehlen. Nein. Der ist in seinem Zorn unzurechnungsfähig. Ist wahr? Ja, da kann es leicht sein, dass er Ihnen etwas unsanft anpackt. Oh. Ja, zwei Haxen, die sind Ihnen da gleich Um abgehauen. Gottes Willen, das ist streng verboten, einen armen Staatsbürger die beiden Beine abzuschlagen. Ein armer Staatsbürger darf aber auch nicht zur Gemeinheit auf ein Foto draufschreiben, gell? ja. Und einer Frau damit die Ehre abschneiden. Ja, das- Wissen Sie, was Sie sind, ha? Ja, ich sag's Ihnen nicht. Ja. Das nutzt jetzt auch nichts mehr. Ja. Da gibt's nur noch eins. 2, 3 gesoffen. Sie müssen meine Ehre wiederherstellen. Ja, wo stellen wir es denn hin, wenn wir einen Platz finden? Sie müssen mich heiraten. Aha! Nein, heiraten kann ich Sie nicht, da wäre ich ja ein Bigamistling, ne? Ja, dann lassen Sie ja noch heute scheiden, dann können Sie mich heiraten. Aber was würde nur meine Barbara dazu sagen, ha? Das hätten Sie ja noch vorher überlegen müssen. Ja. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Wie spät haben wir denn schon? Sie lassen sich scheiden, Ja. Ihre Frau geht vom Hof, Vom Hof. dann heiraten Sie mich und ich setze mich dann da als Die Bäuerin her. Alte geht vom Hof, die ist immer gut auf die Füße gewesen. Vorsicht, ja, ist das mit dem Wanderstab, ja, muss ich sie hinausjagen in die weite Welt. Na, wissen Sie was? Sie sagen, Ihr Bräutigam, der kommt, haben wir die beiden Beine ab. Ich lerne auf den Händen zu gehen und... Ein hartherziges Frauenzimmer, muss ich so sagen. Oh, meine dunkle Vergangenheit hat eine finstere Zukunft. Oh. Jesus, der Hassabschlager! Ich find schon, ich Bruder. Hallo! Wirtschaftszeiten hat sich da alles versteckt. Hallo! Schreit denn da so? Ich und die Mutter schreien, weil niemand da ist. Aha, schauen Sie immer so, wenn Sie in ein fremdes Haus reingehen. Na, bloß wenn ich einen Grund hab. Und heute hab ich einen Grund, weil sich alle von mir verstecken. Der spinnt doch. Also ich versteck mich nicht. Nicht? Wer sind denn Sie, ha? Sagen Sie, das kann ich jetzt einer fragen. Aber gut, ich bin die Feierin da. Sie sind die Bayerin, aha. Kennen Sie das Foto? Ja, das ist ja das Foto, was mir heute in der Brief... Na! Jetzt haben wir's. Einen alten gehört das Foto. Jetzt schauen Sie mich mal genau an. Ich bin der Bräutigam von dem Foto. Was, Sie? Ja? Und jetzt möchte ich wissen, wo er ist. Mein Alter? Jawohl, der. Keine Ahnung. Aha. Keine Ahnung. Das nützt ja noch gar nichts. Und wenn's mir noch so gut verstecken, ich finde ihn schon und dann. Also, Rafa darf das nicht mit ihm. Er ist nicht mehr so stark. Er wäre nicht stark und Sie sehen sich nach seinen starken Armen. Jetzt kann er sagen, wie stark das ist. Na, bei dem ist überhaupt nichts mehr stark. Der ist nur noch schwach, ja. Nur noch schwach, Süße. Nur noch schwach. Ich werde ihn zerstückeln. Na, um Gottes Willen, also im Ganzen ist mir lieber. Was? Ja, halt! Sind Sie's? Nein, ich bin's nicht. Nein, da haben Sie Glück gehabt. Ja, warum? Wo ist er dann, hä? Wer denn? Ja, wer denn, der Bauer? Der Bauer, der ist nicht daheim, wer sind denn Sie? Ich? Ja. Ich bin der Kasimir Schüssel, Schüssel. der Bräutigam. Und Sie? Ja, ich? Bist du der Knecht? Ja, ich bin der Knecht. Jawohl, ich bin der Knecht. Ich bin der Knecht, Herr Terrine. Was, Terrine? Schüsselhose! Schlüsselhose, ja. Wissen Sie, ja. Und wo ist der Bauer? Der Bauer, der ist am oberen Acker, der Acker da oben, weil er am oberen Acker immer ackern muss, ne? Und wann kommt er heim? Das weiß ich nicht, der Wassertopf. Schüsselhose! Mit oder ohne Suppe? Ohne, Ohne Suppe, gut, ohne Suppe, nur noch Suppenschüssel. ohne Suppe. Ohne Suppe, gut, in Ordnung. Der Bauer ist oben am Acker, der ackert wie ein Wahnsinniger rum. So, und? Wann kommt der? Das weiß ich nicht, einmal kommt er früh, kommt er spät. Manchmal kommt er sehr früh, dann kommt er sehr spät. Ne? Und er ist unbestimmt. Einmal kommt er sehr bestimmt, dann kommt er unbestimmt. Das ist doch ein Blödsinn. Das habe ich auch schon gesagt, aber er kommt nicht heim, wenn er macht. Ne? Das, was Sie erzählen, ist ein Blödsinn. So, ja, na, was wollen Sie überhaupt von ihm?
Ich werde ihn zerstückeln. So, jetzt mal bloß die Haxen. Was ist mit den Haxen? Und Sie wollen auch da auf ihn warten? Genau da. Um Gottes Willen, also Herr Hafen, das will ich nicht tun. Schüsselhose! Hey, ich hab gewusst, es ist irgendein Stück aus der Küche, das hab ich gewusst, aber... Da werde ich warten. Einmal muss er heimkommen. Und dann werde ich ihn zerreißen. Er hat mir meine Liebe geraubt. Also- Mein Herz hat er mir rausgerissen. Jetzt reiß ich ihm den Kopf runter. Ja. Aber ich will Ihnen vorschlagen, fahren Sie heim, kommen Sie in 14 Tagen vorbei, da ist er bestimmt wieder da. Bringst doch keinen so einen Blödsinn daher. Sie gingen jetzt mit mir am Oberlacken auf, da findet ihn dann schon. Da darf ich nicht drauf. Das hat der Bauer streng verboten, ich habe am oberen Acker nichts zu suchen. Ne? Nichts dazu suchen, Sie gingen mit mir. Birnstindel, da... Oh, jetzt kommt der Bauer, da ist Die halbe die Portion. An dem steht allerhand Manöver. Ja, das werde ich gleich heraus haben, was da drin steht. Lass euch allein. Nichts, dass Sie bleiben da. Nein, ich mach keinen Zeugen. Wissen wir nicht, dann der Schlag in der Lohr. Der kann was erleben. Kennen Sie das Foto? Ja, das ist mein Foto. Wie kommen denn Sie zu meinem Foto? Ah, ja, einer wollte ich ja schon lang kennenlernen. Ja, ich wollte ihn auch schon lange kennenlernen. Schon, dass wir uns nicht schon früher kennengelernt haben. Ja, seien Sie bloß froh darum. Einer suche ich nämlich schon lang. Ja, weil einer werde ich jetzt zerstückeln. Ja, das liegt ganz sauber. Ja, gib mir gleich, du passt mal auf, sag einmal. Schamst dich denn du überhaupt nicht? Ja, wer was soll mich schauen? Wegen was neben seiner alten Frau noch eine Junge haben? Ich hab neben meiner alten Frau keine junge Frau. Red doch keinen Schmarrn, ich hab doch selber mit ihr geredet. Das geht's nicht. Meine Frau, die hängt. Was tut die? Meine Frau, die hängt gerade die Wäsche auf im Garten. Ja, das ist was anderes. Ja, Aber jetzt kommen wir auf uns zwei zurück. Aber warum willst du denn unbedingt auf mich kommen? Was wollen Sie denn überhaupt von mir? Dieses Foto. Hab ich gekauft, bar bezahlt. Und dafür werden Sie jetzt die Folgen tragen. Ich darf nicht mehr so schwer tragen. Ich hab einen Leistenbruch. Im Hirn, Überall. überall. Ja, kann ich mir leisten. Also, Ja. wissen Sie, was ich jetzt mit Ihnen mache? Nein, noch nicht. Ich werde Sie ganz langsam zerreißen. Ja, ganz langsam. Ja. Das pressiert überhaupt nicht. Ich hab heute Nachmittag dienstfrei. Ja, So, Herr Siegfried, du Bauer, Schön, was was meinst, auch was ich machen mit dir mache? Die Was nimmt... geht's denn hier da? Was heißt, was jetzt nicht da? Wer sind denn Sie überhaupt? Ich bin seine Frau. Ja, leider. Wissen Sie das bestimmt? Ja, ich schon. Ja, natürlich weiß ich das bestimmt. Warum soll ich das nicht bestimmt wissen? Ja, weil vorhin eine andere da war, die hat auch behauptet, dass sie Frau war. Ja, Herr Was? Nein, das muss ein Irrtum sein. Nein, das ist kein Irrtum. Ich hab doch selber geredet mit dir. Oder willst du es jetzt auch ableugnen, hä? Wo du doch einen großen Burm hast mit dir. Was hast du? Da weiß ich ja gar nichts davon. Ja, red doch nicht, die kennen doch gut deinen Burm. So, du hast also eine andere Frau. Und einen Burm hast du auch noch. Ich hau dich nieder. Nicht schon wieder hauen. Warum bist du überhaupt so spät? Da muss ich schon besser, wenn du solche Sachen machst. Nein, der macht nicht bloß solche Sachen. Der macht sich auch an meine Braut ran. Er da. Was? An seine Braut auch noch? Ja, du Haderlock, Das du. ist bestimmt ein Irrtum. Sei still. Jawohl, sei still, gell? Und du bist der Stadt. Misch dich du nicht in meine Familienangelegenheiten, sonst werde ich grob. Aber genau. Still! Du hast also eine andere Frau, eine Braut, einen Sohn und eine Geliebte hast du auch noch. Aber da weiß ich doch gar nichts davon. Jetzt vor mir, da ja nichts mehr wissen. Wir zwei unterhalten uns jetzt. Jawohl, wir brauchen aber keinen Zeugen. Wir zwei ganz alleine. Aber das lass sich doch ausreden. Natürlich, aber draußen im Garten. Nein, ich möchte lieber bei dem Herrn sein, der ist so freundlich.
draußen ruhig da bei mir. Hm? Nein. Meinen Mann schlag ich mir selber. Ja, du verrückt doch gleich alles, hä? Jetzt schau dir das Mann da an, hä? Hat der 2 Weiber und an die Mähne macht er sich auch nicht. Man darf sich nie auf das Äußere verlassen. Nein. Ja, Kasimir, gut, dass du da bist. Geh weiter, setz dich her. Ich glaub, wir haben was zu reden miteinander. Das glaube ich allerdings auch. Sag einmal, was ist denn das, hä? Na, frag doch nicht so blöd. Ein Foto von mir. So, und wie kommt dieses Foto in dieses Haus? Na, das wird schon mehrere Häuser zu finden sein. Das kann sich doch jeder kaufen. Und steht auf alle deine Fotos das Gleiche drauf? Auf meine Fotos steht gar nichts drauf. Das hätte jetzt heute nicht aus. Die sitzt da seelenruhig da, anstatt dass sie zittern hat, weil ich dich überführt habe. Was hast du mich? Überfahren? Überführt? Überführt hast du mich. Ein Rindviech bist. Du, gell? Sei Staat. Wie kannst denn du glauben, dass ich so einen Unsinn auf mein Foto draufschreibe, ha? Das ist ja fast eine Beleidigung für mich. Ja, möchtest du es jetzt ableugnen, ha? Ich brauch nichts ableugnen, weil ich nichts gemacht hab. Wenn du nicht so blind warst in deinem Blödsinn, dann müsstest du schon lang gesehen haben, dass ich das gar nicht geschrieben haben kann. Du musst doch meine Schrift kennen. Ich hab dir doch Brief genug geschrieben. Ja, die Schrift, die kenne ich gut. Das ist nicht... Nein, das ist nicht die Dämme. Nein, ich bin fertig mit dir. Wenn du so wenig Vertrauen hast, dass du wegen jedem Blödsinn so ein Theater machst. Aber nein, die Rosele... dann ist Na, Rosele! Kann ja gar nichts dafür. Das war ja bloß wegen dem blöden Foto und wegen dieser blöden Schrift. Und da hat mein Blut zum Kochen angefangen. Wer hat dann diesen Blödsinn gemacht, hä? Das braucht die jetzt, was zwischen uns aus ist, nicht mehr zu interessieren. Ja, Rosele, nein, schau, ich hab's ja bloß gemacht und mach ich nie mehr. Bestimmt nie mehr. Fast nie mehr. Aber nur, wenn's mir wieder gut bist. Also gut, aber nie mehr eifersüchtig. Ich und eifersüchtig, wie kommst du denn da drauf? Ne? Komm, gib mir einen Versöhnungsbusserl. Also gut. Mein, da schau hier, jetzt haben sie uns beim Busseln zugeschaut. Das wird ihm doch nicht fremd sein, oder? Nein, wir machen das auch bei jeder Gelegenheit, damit wir das der Übung kommen, gell? Ah, was sagst du jetzt, Linz? Wegen so einen saublöden Foto so eine Aufregung, gell? Nicht wegen dem Foto, sondern weil Ich nix, weil... Wir gingen jetzt alle runter zum Sternwirt und feiern jetzt endlich die Aufklärung, Ja. gell? Das ist eine gute Idee. Weißt du, immer wenn ich mich aufreg, da krieg ich einen Durst. Und heute habe ich mich wahnsinnig aufgeregt. Und das darf man gleich... Jetzt ist der Narrische immer noch da. Pass auf, der möchte unseren Vater. Was? Nix wie ihrem Vater. Der ist gestraft nur. Den hat jetzt eine andere Frau abgeholt. Seit wann hat denn mein Lorenz eine andere Frau? Ja, seit wann weiß ich nicht, aber er hat eine. Aber tröst dich, sie hat auch keine Ahnung gehabt, dass er mit dir auch noch verheiratet ist. Ja, und dass du einen großen Buben habt, das hat sie auch nicht gewusst. Sag mal, bist du besoffen? Was redst du für ein Schmarrn daher, ha? Nein, ich bin noch nicht besoffen. Ich wollte doch mit deinem Vater wegen dem Foto reden. Ja? Dann ist euch ein alter Knecht gekommen. Ne? Ja. Und der hat mir dann gesagt, dass der Bauer am oberen Acker so lange ackert, bis er abgackert ist. Und dann ist der Vater gekommen. Ja, aber was denn für ein Knecht hat er das gesagt? Ja, was für Knecht? Euch ein alter Knecht? Ihr habt mir doch dann deinem Vater gesagt. Ne? Gell, wir haben doch gar keinen alten Knecht. Ja, jetzt mach mich doch nicht blöd. Ich hab doch selber geredet mit ihm. Was, du hast mit meinem alten geredet? Lebt er noch? Ja,
das weiß ich nicht, aber so wie er ihn die abgeschleppt hat, wird nicht mehr viel übrig bleiben von ihr. Was war denn das für ein Frauenzimmer? Ja, was für eine Seefrau halt. Ach, gerät doch kein Schmarrn, mein Vater hat doch keine 2 Frauen, das ist doch kein Mormone. Ob der eine Limone hat, weiß ich nicht. Ja, hat er halt. Ja, Vater, wie schaust denn du aus, ha? Das ist doch nicht der Vater, das ist der alte Knecht. Kasimir, das ist doch mein Vater. Ja, das stimmt, du hast schon recht. Ich hab mir als Birnenstingel ausgegeben, weil ich so Angst gehabt hab vor ihm. Ne? Vater, wirst du sowas machen können, Ja, ha? ja, Der was? arme Birnstingel. Ja, ja. Mutter, du musst sofort zur Stanze gehen, alles aufklären. Nein, das brauchst du gar nicht. Der Birnstingel ist an allem schuld. Der kann ruhig ein bisschen gestraft werden. Ne? Moment einmal, ich komm da noch nicht ganz mit. Also der Knecht, das ist der Vater. Was? Und der wo der Vater war, das ist gar nicht der Vater. Und der Vater hat gar keine 2 Frauen. Geh, Kasimir, lass gut sein. Geh mal lieber zum Sternwirten über und trink mal ein Glas Wein, ha? Ein Glas Wein kriegst du, ich krieg eine Flasche. Ist in Ordnung. Warte mal, schau mal. Also, Vater, Was meinst du? möchtest du die Mutter nicht aufklären, ha? Aufklären, ich weiß, dass in dem Alter noch notwendig ist. Jetzt sag ihr nur, dass das Ganze ein Schwindel war. Ja. Was? Ja, also, Alter, das war ein Schwindel. Wir haben auf das Foto was draufgeschrieben, damit du glaubst, ich habe eine dunkle Vergangenheit gehabt. Ja, und der Vater hat das Pech gehabt, dass es original zufällig die Freundin von der Leni ist, ne? Also, Alter, du bist doch ein Rind. Ja, mei, das hat er können wissen können, ne? dass das passiert. Und du hättest mit der Leni bald auseinandergebracht, weil der Vater schnell deine Brieftaschen in meine Jacken eingesteckt hast, In ne? der Aufregung kann doch sowas passieren. Ich bin auch schon richtig aufgeregt. Wieso? Lenzel, wir werden bald zu dritt sein. Was? Ja! Hast du das gehört? Ich werd Papa, du wirst Großvater, du wirst Großmutter, gell? Das freut mich wieder weniger. Warum nicht? Dann muss ich mit der Großmutter ins Bett gehen.